Willkommen zurück hier bei Pokémon Omega Rubin zu einer weiteren spannenden Runde mit einem genialen Team, das aber trotzdem irgendwie auf kuriose Art und Weise jetzt ein paar total gelost hat. Ja, Umkehrkampf sage ich dazu noch ein Stichwort, man muss glaube ich nicht dazu erwähnen. Wer es gesehen hat, weiß wovon ich spreche, das war gelinde ausgedrückt. Ja. Und richtig ausgedrückt natürlich, also nicht gerade um das Geld weiter, sondern natürlich jetzt geändert werden, sprich, jetzt folgt die Revanche. Oder zumindest. Ich habe deswegen Jungblut an die erste Stelle gesetzt, wegen Tohaido, das Vieh kotzt mir sowieso ein bisschen an und das ist so schnell scheinbar. Du musst dringend mit Jungblut ein bisschen, naja, das ein bisschen mit Nitroladung und so auf Speed machen und dann kann es hoffentlich das Vieh überholen. Das hier ist ganz so einbedeutend, du willst einen Umkehrkampf austragen, stimmt's? Eine Revanche, aber okay. Das klappt schon Leute, keine Sorge, Ein Schwalbini kommt selten alleine, aber mit einem Junglu natürlich trotzdem. Lalala. Und jetzt kommen wir schon, macht die Nitroladung, das Doppelteam ist mir egal. Das kotzt mich gar nicht an, oh nein. Was? Das hat Doppelteam nicht irgendwie. Ja, den Fluchtwerk steigert. Hallo, Kumpel, mach mal was. Ja, das wäre richtig gelohnt. Geht doch. Booms. Und ich bin schneller. So. Tunnel. Yeah. Dankeschön, Kumpel. So, jetzt bitte. Na, schon das Teil. Ja, wieso schon das Teil genau? Jetzt eigentlich. Na, egal. Also, Flucht wird jetzt zurück auf den Standardwert. Das heißt, Doppelteam hat keine Wirkung. Jetzt müssen wir eigentlich schneller sein. Also. Instant-Kill! Es lehnen die Volltreffer, Freunde! Scheiße! Und Junge ist einfach unbesiegbar! Ja, diesmal schon. Chaos! Schutzschild! Oh, das kann noch ganz geil werden, Freunde. Wieso? Das wäre dann beim, welcher Orden war es? Am 5. Orden. Dort wird es vor allem geil werden. Okay, jetzt mal Lebensstelle weg. Den gleichen Trick mit dem Schutzschild habe ich auch bei Alpha Saphir mit Murabel gemacht. Und das war so genial. Naja. Kokiri, yeah. Sandan, kein Problem. Sandan? Er hat als ein anderes Team. Okay, das ist eigentlich fest irgendwie da mit, ihr versteht schon, Tohaido gerechnet. Naja, okay. Natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber was soll's? Jetzt spielt es also keine Rolle mehr. Jetzt ist das Teil auch mit dem Doppelkick platt. Ja, der Umkehrkampf. Ich meine, wie gesagt, theoretisch ist ja eine gute Idee und so da allem dahinter. Andererseits machst du nie so Gedanken darüber. Ich meine, du denkst immer, was ist effektiv gegen mein Pokémon, was ist effektiv gegen den Gegner. Aber du denkst dann nie so, okay, was ist schwach gegen ihn, beziehungsweise jetzt halt das Umgekehrte. Was könnte, wenn es schwach ist, jetzt wieder stark gegen ihn sein? So denkt man sich den Kampf ja eigentlich nie. So, ein Problem weniger, weil wir uns noch ganz kurz heilen und das Team zusammenstellen. Denn ich will ja jetzt bereits erwähnen, jetzt ein paar noch direkt in die Arena marschieren. Der 3. Orden muss uns gehören. Ja, 3. Orden hat natürlich auch 3 Pokémon als Gegner und das ist die Frage, welche Pokémon werfe ich jetzt aus unserem Team raus? Tja, Gegner hat Elektro-Pokémon, das heißt natürlich vor allem, also natürlich Punkt Nummer 1 sind sowieso die Pokémon, also sprich die zwei hier, wie Tanhel und wo sind sie denn noch? Ja. Genau, Zickzack und natürlich auch Tanhel, die kommen raus, das sind so keine Kampf-Pokémon von dem her, also sprich keine Pokémon für
Für unser Abenteuer so gesehen, Jungblut bleibt natürlich drin, vor allem natürlich wegen Kampftypus bei Stahl-Pokémon noch. Chaos würde ich auch gerne trainieren, wenn es irgendwie möglich ist. Dann die Frage, Atomic oder Kokiri. Tja, Atomic. Ja, also die Frage war bei... Elektro-Pokémon grundsätzlich, natürlich Konfusion, Sollstimmen, Zaublatt. Ja, normalen Schaden halt. Wie es mit dem Rest aussieht. Stahltypus noch. Kann er schon was reißen. Beziehungsweise halt eben auch nicht. Und ja, vom Stahl ist natürlich auch effektiv gegen Fee, war von dem her. Tom ist ja kurz zum Level Up. Aber es ist natürlich getauscht. War. Das heißt natürlich auch, dass deswegen schneller Erfahrungspunkte bekommen würde. Das wäre Kokiri wegen Pflanzen, natürlich auch wegen Gesteinstacken und so. Ja, wobei, was man natürlich auch in den Gegnern zum Beispiel irgendwie Magnetillo hat, war Elektrostahl, was mache ich dann? Da kann ich, Unlicht kann ich nicht vergessen, Gestein sowieso, Klingensturm erst recht, ein Rasierblatt. Macht auch nicht den Damage, den ich gerne so hätte. Na, aber eben noch Chaos, auch mit dem Kraftkoloss. Okay, wenn wir sagen, Tommy kommt raus, dann haben wir nur noch die 3 Pokémon zur Auswahl. So. Mit den dreien also in die Arena von Malmfroh City um den Kampf gegen Walter. Oh Mann, Walter, ja der alte Falter, So, jetzt ganz kurz mal gucken. Reihenfolge, Chaos erster Stelle, können wir irgendwie noch ein bisschen trainieren, nicht wahr? Da kann man ganz kurz blockieren, zweiter Stelle. Items passen momentan, soll ich noch haben. Mal den deaktivieren und ab in die Arena, Freunde. Servus. Wie sieht's aus, Michael? Auf dem Weg zum Champ? Yo. Links mit den Türen. Willst du hin zu Walter? Trifft die vielen Schalter. Hahaha, du bist ein netter Poet, ey. So, übrigens, Leute, wer schon seht. Was? Also nicht okay. Kommt ja später. Dann sehen wir auch noch den nächsten Trainer. So. Also bis das der Sinn dahinter. Ich mache das jetzt bereits deswegen. Weil ich denke, das vermutlich, bringt ja gar nichts. Wieso mache ich das jetzt? Antwort für nachher schon. Jetzt kommt hier dieser erste Typi und was ist es denn für einer? Mein Herz brennt vor Leidenschaft, in den Träumen gehen auf Flammen auf. Ja, Mann. Okay, du Typi, Mann, was willst du? Der Chuck. Chuck Norris? Magnetilo. Chaos. Ja, gegen Stahl natürlich Felsker und Metallklaue ziehen noch fehlt. Deswegen direkt der Krauftkoloss. Oh, verdammt. Ich hasse Paralyse. Oh Mann, 2 Stahl-Pokémon stehen dagegen. Das Stolonia ist Gesteinstahl, das bringt also überhaupt nichts. Kraftglosse so fies, ey. Zum Glück habe ich ihn so gefangen. Ja, dann weiß ich schon, wegen Paralyse war. Muss ich wieder. Bein Elektro. Ne, mach's mal. Mal gucken, was Kokiris leisten kann. Ein Fritzelblitz. Tja, 7 Level tiefer ist eigentlich kein Problem. Trotzdem gehen wir nur mal sicher. Und heilen schon mal unser kleines Chaos. Wow, das bringt's ungeheuerlich. Mein Schnüffler ist ein cooler Attack, wenn du zum Beispiel Geist-Pokémon mit normalen Attacken treffen willst. Dann bringt's die ungeheuerlich. Aber hier? Langsam machen? Ja, wieso nicht? Autsch! Das hat doch wehgetan. Um 5 KP. Wow. Klingen schon mit 2 Rundenattacke, deswegen direkt erstmal die Ja. Verdammter Ruckzuck-Hieb, den müsste ich eigentlich mit einem Turbo-Tempo kontern. Eigentlich. Aber ich finde erstmal ein Pokémon hier in Höhen, das Turbo-Tempo auch erlernt. Denn ich wüsste nicht, wo ich hier ein Vulcano fangen könnte. So. Ja, die Musik.
Jetzt unser Gegner. Oh, was bist denn du für einer? Servus. Diese Arena gibt's Knobelaufgaben zu knacken. Das macht Spaß, oder? Tja, mal gucken, ob's wirklich so spaßig ist. Und Chaos, du bist dran. Chaos, Chaos. Dann testen wir nochmal so eine Offensivpower, wa? Oh, Chaos muss ja ungeheuerlich gut riechen, dass sie ständig Schnüffel einsetzen. Ja, immer noch, wa? Stahl wirkt nicht gegen Elektro und dummerweise auch nicht gegen Wasser. Das bringt auch nichts. Alter, ist ein Gesteinstahl, wie oft noch? Und das allerdings bringt's. Ja, Felsgrab. Andere kleine Insider, Leute, scheinbar, also wussten wir gar nicht, aber es ist wirklich so, dass Studioni unsere Entwicklungen konnten. Also, ja, Studioni sind seit der 3. Generation dabei und hatten schon immer den Typus Gesteinstahl. Der war schon immer so. Und seit der 6. Generation, sprich noch in XY, konnten die 3 allerdings per Level-Up keine Gesteinsattacken lernen. Per Level-Up. Du musst also über Themen und so machen oder halt züchten. Ah, verrückt waren. Jetzt plötzlich hier, ja, jetzt haben wir plötzlich da auch 6. Generation, aber halt Höhen. Hier plötzlich geht's wieder. Ist sowieso so, sobald wir einen Remake aus einer älteren Generation her, dass die Pokémon plötzlich wieder viel bessere Attacken früher lernen, zum Beispiel auch mit den Startern, hier mit den Höhenstartern. Die konnten ja in XY kaum gute Attacken lernen, jetzt hier plötzlich wieder, plötzlich wieder oben auf. Brennt auch nichts. Ja, das fast viel jetzt gerade machen. Ei, Gamba. Hab ich schon befürchtet, der Kampftypi, wa? Ja toll, mein Kampf bringt nichts, weil Mediti ja Doppeltypus, also sprich auch noch Psycho hat. Felsgrab bringt ja jetzt auch nichts, Metallklaue sowieso nicht, weil er Kampf hat, also das ist ein totaler Fail. Ja, bringt auch nichts. Also eigentlich ist unser ganzes Team dagegen anfällig. Angenommen, es jetzt irgendwie Konfusion rein, ich gleich richtig am Arsch. Oh Mann, ein Donnerschlag, was soll denn das? Ja komm. Nitroladung und Tschüssikowski! Was? Ja, ist gut, Mann. Du kannst sowieso nichts machen, Schnabel. Hat zwar keinen Stab, aber ist trotzdem sehr effektiv. Chaos. Dummerweise entwickelt sich der erste Level 32, sprich, also mich würde es wundern, wenn wir den noch vom 5. Orden entwickeln könnten. Ja, echt keine Scheiß, also, weil, ja, das Trainieren geht ja schnell von dem her. Weil er getauscht ist. Ja, kann vielleicht trotzdem noch reichen, wa? Ja, mal gucken. Also, Stahl wirkt bei Elektro also nicht. Gut zu wissen. Dann halt noch... Ja, macht man den noch Umschwung. Physisch bringt sowieso kaum was. Und der ist gleich voll down. Wer, der kommt jetzt... Ja, Gott sei Dank. Der kommt wegen mit Finale oder Explosion. Ja, ich weiß nicht. Er lernt es eigentlich erst später, aber kann es nie so genau wissen. Plötzlich kommt der... gezüchtet, Peace, Mann. Naja. Gut, finalen Explosionen sind normale Attacken, weil er macht nicht viel bei Gesteinsstahl-Pokémon, aber trotzdem sind auch spezielle Attacken und von dem her mit ziemlich heftigem Damage. Ich glaube sogar, Explosion macht sogar 200 Schaden, oder? Das sind mittlerweile 250. Weiß gar nicht mehr, weil ziemlich viel. Und ich mache auch gerne Schaden, yo Mann. Oh Mann, wir können kaum so richtig geil trainieren hier. Ja. Unser Dream Team war, für nach wie gesagt, noch halt Brutalanda und Milotic.
Ich mache es echt so, dass ich halt das, also sprich Barsch auf Milotic, kotzt mir zwar ein bisschen an, weil es erst später kommt, allerdings wenn das Ganze noch ein bisschen anders gestalten. Also es geht darum, dass ich an mir dachte, Barsch war, ich fange es direkt hier in Omega Rubin, einerseits, weil es, das ist natürlich sehr clever. Einerseits, weil es noch einen bestimmten Trick dazu gibt, in Entwicklung und so, und direkt hier in Omega Rubin sein könnte. Und andererseits auch noch, weil es sowieso relativ schnell levelt. Also ich glaube irgendwie, es kriegt ziemlich schnell, also sprich ziemlich viele, ich meine, das ist falsch ausgedrückt, Entschuldigung, nicht ziemlich viele Erfahrungspunkte, sondern es braucht relativ wenige Erfahrungspunkte, ich glaube sogar irgendwie nur die Hälfte, also zum Beispiel so ein Stolos und so, um sich halt zu entwickeln, sprich natürlich halt vor allem um Level-Ups zu kriegen, braucht es halt nur die Hälfte an Erfahrungspunkten. Das wären zwei Gründe und man muss halt gucken, dass ich irgendwie halt Kindwurm von Brutalan rübertausche, weil auch das braucht ziemlich viele Erfahrungspunkte, dass ich mir sonst ewig kann trainieren, von dem her. Ja, und eben da bei Milotic, sprich bei Arschwa, gibt es ja theoretisch zwei Varianten, die zu trainieren. Sprich zu entwickeln vor allem. Weil es auch in Omega Rubin Alpha Saphir ein bisschen speziell ist, die zu fangen und so, machst du glaube echt so, ups, Entschuldigung, oder gar nicht. Das echt hier noch fange und dann, ja, das kommt ja erst später, sprich erst nach dem 5. Orden, sobald wir Surfer haben. Ich will eigentlich Milotic vor allem für den Surfer noch haben, Wasserpokémon und so. Wobei, vielleicht fangen wir uns vorher noch einen Weilmer, denn das, oder einen Kanivanha, ne, einen Toaido sogar. Weil die haben hier bei der Attacke Surfen, haben die echt noch geniale Features. Ja, so mal dazu. Okay, Alter, jetzt bist du fällig, Mann. Genug gequatscht, jetzt ist er dran, Mann. Kumpel. Alter Mann, hallo! Du hast es geschafft, zu mir vorzudringen. Was sagst du da? Du hast das Schaltdrehen gelöst? Das ist mein Ding. Ja, Peace, Mann. Jetzt Umbau wo Malmfroh City gewesen ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleine Maschine zu bauen, um mir diesen jungen Trainer mit ihr Cap zu liefern. Ich bin Walter, der Raidleiter von Malmfroh City und ein Team hat sich besser schon mal auf eine Ladung Starkstrom gefasst. Okay, erstmal richtig hinsetzen und dann geht's auch schon los. Gegen Walterlein. Ein Magne. Tilo, Magnetilo. Stolonia. Ich würde sagen, kurz schmerzlos, war. Nein, ich wollte wechseln. Die Attacke ist scheiße. Alter. Walter, Falter. Moltoball. Du kannst mich mal. Ups. Scheiße. Was mach ich jetzt, Trainer? Ganz schön mal zurück. Und wechsel, ey. Der Tag ist total kacke. Ah, Pflanzenvorteil, Peace, Mann. Magneton. Ach du heilige Scheibenkleister. Rasierblatt. Peace. Das ist aber richtig fies. Oh. Ja, Voltesse kann es eigentlich strategisch noch ziemlich geil einsetzen. Was mache ich jetzt? Das waren eigentlich weiter Schwächen, wa? Und die Donnerwelle, oh. Die gefällt mir gar nicht. Gut, Kokiri ist paralysiert, trotzdem noch ein Pflanzen-Pokémon, sprich Elektroattacke machen weniger Schaden bei ihm. Deswegen direkt mal Chaos heilen. Meine Bauer sicher noch. Tackle Volltreffer, ja. Wie mir kann man sie machen. Ah, ist wieder klar. Magneton. Rasierblatt. Okay, wenn ich jetzt natürlich den Chaos einsetze, bin ich sowieso geliefert, weil der mit Elektro noch ziemlich viel Damage macht. Deswegen erstmal Jungblut. Ich hoffe, der hält ein bisschen mehr aus.
Und damit der Nitro-Ladung ein bisschen aushelfen. Magnetbombe. Den Feuer-Pokémon, viel Spaß. Wie schmeckt dir denn das hier, Kumpel? Der Doppelkick. Scheinbar nicht besonders gut. Und Magnetilo. Man sagen nochmal Chaos, wa? Stifte doch ein bisschen Chaos. Zwei Pokémon hat er noch, das bringt mir nicht viel, dann setzt euch mal ein Schutzschild ein. Haha, Pilsmann, so schnell kriegst du mich nicht mehr. Okay, Donnerwelle also, wa? Dann mal Kokiri vorschicken. Ich weiß, das Problem ist natürlich, ich bin langsamer, wa? Das ist natürlich immer doof. Ah, no risk, no fun. Scheiße. Ich hasse diesen verdammten Spruch. Und du bist trotzdem down. Vierfacher Schaden for the win. Und tschüss. Level 18. Geil. Okay, Initiative lässt du wünschen übrig. Das ist sowieso klar. Zack. Tja, mal gucken, wie sieht dann bei dir mit dem Leveln so aus. Hast du gleich ein Level Up irgendwie? Oh, ja, aber ganz. Du kommst natürlich rein. Ihm geht's gar nicht so gut. Ja, dann sieht durch ein blinder Mink höchst stark. Das erste Mal nochmal ganz kurz auswechseln. Denn der Rest erledigt unser guter Kumpel. Und dann gesagt, Logok. Natürlich Jungblut. Oh, das ist gar nicht gut. Nein, 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 nein. Aha. Ja, wieso nicht? Nochmal Angriff, also sprich physischer Angriff. Und das war's auch mit Voltoball, Kokirchen Level Up. Und es ist einfach nur alles, was... Ah, Finte. Denke ich den Prügler, wenn er... Nein! Ah! Alter! Oh, das ist ganz gut. Trifft immer und wie gesagt, Prügler bringt eigentlich nur was, wenn... ja, ein volles Team hast, in dem her... Nö. Hahaha, Niederlage verdient, Alter! Ja, das finde ich allerdings auch, mit den dämlichen Attacken in ihr Voltwechsel. Du hast meinen Stromkreis unterbrochen und mir den Saft abgedreht. Hier ist dein Orden. Und wir haben ihn, den Dynamo-Orden. Yes. Den Dynamo-Orden können Pokémon AV-Attacke Trümmer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Welche gehören dir außerdem alle Pokémon Level 40, selbst wenn du sie von anderen Leuten erhalten hast. Und hier ist noch ein kleines Extra, den können wir einhalten, nimm ruhig. Der Voltwechsel, yes. Yes, Mann. Von anderen Pokémon aus dem Team ersetzt, das kann ganz schön nützlich sein, war vor allem fiesen Gegner und sehr strategisch. Jo Leute, auch wie strategisch genau, das haben wir dann wieder im nächsten Part hier bei Pokémon Omega Rubin mit einem zwar angeschlagenen, aber trotzdem glücklichen Team, nicht wahr, Freunde? Chaos, Kokiri. Ja. Einem sackstarken Jungblut. Ja Leute, das kann auch was werden mit unserem neuen Team. Richtung nächsten Orden oder direkt was anderes. Denn jetzt habe ich eigentlich eine ziemlich große Auswahl, wo ich hin möchte. Tja, dazu mehr dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.